Perfekt. Und rein ins Wasser. Yeah, Zoras. Zoras sind irgendwie cool. Das sind eigentlich Amphibien, wenn man sich überlegt, weil sie sowohl im Wasser als auch unter Wasser können überleben. Aha, sogar Dekostäbe sehen cool aus. Also was ich als allererstes mache, ist Fackeln anzünden. Weil es ist doch doof, wenn man da kein gutes Licht hat. Im ganzen Reich. Hallo König-Zora! Ich tue mich da schnell an deine Fackeln bedienen. Oh, das Feuer sieht schon viel schöner aus. Das am Dekostab dran ist jetzt gleich das standardmäßige. Das ist jetzt nicht spektakulär, aber das andere sieht mega cool aus. Und besser als die komischen Ringli, die ich vorher hatte. Die anderen. So, wo sind jetzt die ersten? Da. So, ich hoffe, die löschen nicht aus, bis ich dort bin. Shit, sind ausgelöscht. Ja, dann... Let's go back. Scheiße. Das Problem ist, dass sie ja, mit der Zeit auslöschen, wenn wir sie nicht genug schnell anzünden. Also das muss ich jetzt nochmal machen. Und zwar... in einem Durchgang, ohne Fackeln einstecken. Ich denke, es wird etwas ein bisschen knapp mit einer einzigen Fackel. Einem Dekostabfackel, darum, ja. Ein bisschen schneller. Aber, hat so gar nicht genützt, also machen wir es jetzt so. Hopp, hopp. Dann müssen wir nicht ins Wasser gumpen. Yes. Dann. Und da weiß ich jetzt auch, was es gibt. Was meinen Sie, was gibt's? Dumm, ein Herzteil natürlich. Die grossen Kisten außerhalb der Dungeons können nie eigentlich irgendwelche Gegenstände sein, oder? Aber nicht, dass ich mich würde erinnern. Und was ist da noch? Ah, das ist ein Zora. Oder auch nicht, dass ich mich erinnern könnte. Auf jeden Fall sind das dann in der Regel halt eben Herzteile. Was ist denn da noch schön? Das ist wahrscheinlich Dekostein, oder? Oder da? In die einen von denen, die sind, muss es genau Dekostein haben. Okay, bevor ich jetzt mit dem König Zora rede, noch eine zweite Challenge, die ich auch noch schaffen muss, weil die brauche ich nachher, um noch etwas können. Ah nein, die ist sogar notwendig, damit ich überhaupt weiterkomme. Also, oh, dort habe ich jetzt noch einen Bienenstock. Ich gar nicht gewusst. Ja, und zwar muss ich ein bisschen besser werden im Tauchen und so. Ah, nein, warte jetzt mal. Ich kann zwar trotzdem mal mit dem König Zora reden und er hört, glaube ich, irgendwie nicht auf mich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hallo? Oh, meine liebste, tollste Prinzessin Ruta, wo mag sie sein? Ich mache mir solche Sorgen. Aber, das ist das Problem. Oh. Ja. Ich kann nicht mit ihm reden, weil er so mit sich selber beschäftigt ist, beziehungsweise mit Gedanken bei seiner Tochter ist, dass ich sie muss suchen muss. Und jetzt reden wir doch mal über ein Tauschspiel. 20 Rubine, mach ich die mit? Ja, für das brauche ich jetzt eben die hohen Rubine. Sammelt alles. Oh, blöd. Ja, ich muss einfach alle Rubine aufsammeln. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, das sieht noch nicht so schwierig aus. Hoppla, auch ein bisschen weit links. Au. Hup, hup, hup.
Und auch, ja. Ding, 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 ding. Und wo ist der letzte da? Gratuliere! Ich habe was Tolles für euch. Holt es euch ab. Musst du zu schnell Weg auf? Wahrscheinlich hier hinten rum, ja. Go, go, go! Wenn ich mir so den Sound überlege, also die Hintergrundmusik. Es hat so irgendetwas so Steel Drum-mässiges, was so ein bisschen hawaiianisch eine Art tönt, jamaikanisch. Das atmosphärische Klavier. Und das was ich irgendwie nicht zuordnen kann, das ist das. Ja, wahrscheinlich auch ein Keyboard, aber einfach, wo es so ein bisschen schwebt. Ja genau, das, was man jetzt gehört. Der musikalische Vorhang. Ich finde es eine mega coole Zusammensetzung eigentlich. Wie elegant, ihr getaucht seid. Hier, nehmt dies als Lohn. Dies ist eine silberne Schuppe, der Zoras. Mit ihr kann man viel tiefer tauchen. Genau, die silberne Schuppe. Die habe ich einfach so ausgerüstet, das ist das gleiche wie das Corona-Armband. Das ist jetzt einfach ein Upgrade, das ich habe. Und jetzt komme ich statt der 3-2-1-Option beim Tauchen, ich glaube in 6-5-4-3-2-1-Option über. Nehmt so viele Volt für 20 Rubine. Macht ihr mit? Das Coole ist, ich mache hier eigentlich für sie. Und er macht recht hinter sie, oder sie. Das ist eigentlich auch so eine Sache, ich habe überhaupt keine Ahnung. Bei Zoras so männlich oder weiblich, das ist gar nicht so wirklich... Man kann es gar nicht so genau sagen, also beim König Zora ist es eigentlich nur recht offensichtlich. Weil er halt König heisst, aber das ist ja schon wieder alles. Bei der Prinzessin Ruto irgendwie auch, aber... Ja, super. Aber sonst, also bei den normalen Typen ist es noch schwierig zu sagen, aber wenn ich mir das recht überlege, ist es eigentlich bei der Corona genau das gleiche Problem. So. Noch der letzte. Ich hoffe es zumindest, ist der letzte. Oh nein, warte, shit, habe ich noch einen vergessen. Oh nein. Ah, Mist. Ach komm, das schaffe ich jetzt. Hey. Ein einziger, den ich nicht geschafft habe, das kann es ja nicht sein. Komm mal, und zwar. Gut, und der letzte, komm, komm, komm. Jetzt auch. Nein! Nein! Gibt's ja nicht, ey. Ach, komm ey, das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Das wird wieder verdammt knapp, ey. Oh shit, das schaffe ich nicht. Fuck. Das wird wieder knapp. Yes! Nein! 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 Oh, fuck! Das gibt's ja nicht, hey! Vielleicht schaffe ich den letzten einmal.
Ah. Shit, ey. Aber die Challenge, ey. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass sie schon schwierig war. Krass. Aber gut. Jetzt haben wir wieder etwas gelernt. Und dafür sollte ich, glaube ich, Dings bekommen. Das Herzteil. Oder mal das Herzteil. Nimm da viele Gold für 20 Rubine. Mach die mit? Was? Komm ich gar das Herzteil über? Ja, nein! Oh. Nein, ich will nicht Rubin sammeln. Jetzt habe ich auf C drauf gedrückt. Ja gut, schalten wir schnell 20 rein und dann ist es wieder gut. Hopp. Nein, jetzt ist Scheissdreck. Jetzt habe ich gemeint, ich komme das Herzteil über dafür, oder ist es irgendwie erst, wenn man erwachsen ist? Nein, den kann man ja gar nicht mehr. Egal. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal Richtung Hylia See. Hopp. Oh, ist hier Vogelscheuche. Das habe ich aber nie so richtig begriffen, was mit diesen Vogelscheuchen auf sich hat. Also wenn ihr es wisst und es mir mitteilen, bin ich noch froh. Also irgendwie kann man die an gewissen Orten raus rufen, wo es ein grüne Dings hat, wo die Navi grün wird. Ich bin Byron, das musikalische Vogelscheuchen-Genie. Wenn ich ein Lied einmal gehört habe, vergesse ich es nie mehr, Süßer. So. Und... Wow, du hast eine Ocarina. Hey, warum flötest du mir nicht was vor, Süßer? Da habe ich einfach im Uhrzeigersinn. Naja, nicht so schlecht. Naja, nicht so schlecht. Ich werde die Melodie im Kopf behalten. Ich kann mir jedoch höchstens 8 Noten merken. Also für heute lass gut sein, Süßer. Okay, also, wie ist es gegangen? Hey Süßer, ich bin Byron, die Vogelscheuche. Du hast bestimmt schon von meinem tollen Gedächtnis gehört. Wenn du ein neues Lied weißt, raus damit. Dies ist das Lied, das du beim letzten Mal geflötet hast. Los dann. Ja, wunderbar. So wunderbar, wie ich es gespielt habe. Perfekt. Ich bin Balzac, die Vogelscheuche. Ich wünschte, ich könnte reisen, um herzergreifende Lieder zu hören, aber ich stecke hier fest. Eine wunderschöne Melodie, sie geht richtig ans Herz. Wenn dir ein schönes Lied einfällt, komm her und spiel es mir vor. Lustig, also, als sie Balzac und Byron heißen, das sind der Honoré de Balzac und der Lord Byron, zwei Schriftsteller. Keine Ahnung wieso, aber easy. Also was ich jetzt so im Kopf habe, wieso ich jetzt Ihnen zweimal das gleiche Lied vorgespielt habe, ist, dass man, glaube ich, aber an diesen Stellen kann das Lied spielen und dann können sie dort hin teleportieren sozusagen. Und du hast dann eine Möglichkeit, zum Beispiel dann später mit dem Enterhaken dich zu innen raufzuziehen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber naja. Wieso ich überhaupt eigentlich da bin, ist doch da unten irgendwo, aber egal. Was ich jetzt schnell machen ist dieses da. Fischen würde ich sagen, mache ich nach dem Zora Dungeon. Ich zeige euch nachher schnell, was es ist, oder? Hoppla, haben wir es. Schnell mit der Flieder drauf zeigen. Da hinten, bei dieser Tür, sehen wir auch die Fischroute. Dort hinten befindet sich ja, der Fischteich, wo man fischen kann und auch entsprechend Herzzellenzeuge bekommt.
Was ist da mit den Eulen genau? Das ist nicht schauen, ob die Eulen mir noch etwas zu erzählen hat, was ich eh schon weiss. Aber ich bin jetzt effektiv gerade überfragt, was dort genau läuft. Aber was ich hier muss machen ist folgendes. Da ist übrigens dann der Wassertempel, der schöne. Ja genau, da hinten ist es. Hey! Was mag das sein? Ja, schauen wir mal, was es ist. Group. Ah, bin ja völlig daneben. So, nochmal. Erwischt. Eine Flasche verliert uns hinein und uns mit. Oh, da ist ja bereits etwas drin. Ja gut, schauen wir mal, was in dieser Flasche drinnen ist. Sieht ja verdächtig aus, wenn eine Flaschenpost, nicht? Yep. Jetzt habe ich schon alle 3 Flaschen, geil. Flup, flup, flup. Nein. Sieht aus, als wäre da etwas in der Flasche drin. Oh, es ist ein Brief. Hilf mir, ich bin im Bau von Lord Abu Jabu gefangen, Ruto. PS, verrate bitte meinen Daddy nicht. Okay. Dann ist der Fall klar. Kann man hier noch etwas machen? Übrigens, ja genau, ich gehe schnell zur Rühle schauen. Aber ich hab. Also, der Lord Jabu Jabu, oder Jabu Jabu, ich weiß nicht genau, Jabu Jabu ist besser. Ich habe mir immer Jabu Jabu gesagt früher. Der ist das ist glaube ich so ein, keine Ahnung, so eine gottähnliche Gestalt, da muss ich durch. So eine gottähnliche Gestalt, oder so, ja, oder einfach so ein ehrenhaftes, ehrenvolles Tier, oder kann ich noch nicht holen. Wo sich hinter dem Thronsaal, oder hinter dem Thron vom König befindet. Und eben der Ruth ist von dem irgendwie gefangen genommen worden. Oder, ja, so. Ja, was gibt's? Was machst du denn? Du hast ja ganz schön lange gebraucht. Es geht. Vielleicht solltest du ab und zu auf die Karte schauen. Link, das hier ist ein ruhiger See mit kristallklarem, kühlem Wasser. Auf seinem Grund befindet sich der Zugang zum Wassertempel. Ja, ich weiß, das ist mir sehr gute Erinnerung. Die Zoras wachen über ihn. Die Zoras sind Angehörige von Zoras Reich im Nordosten Hyrules. Sie sind stolze Amphibienwesen und seit Urzeiten der Königsfamilie treu. Ich hörte, nur einem Angehörigen der königlichen Familie würde der Zutritt zu Zoras Reich gestattet. Ja, das hast du mir aber schon mal gesagt, und zwar 3 Mal. Ich bin übrigens gerade auf dem Weg zum Schloss. Wenn du mit mir kommen möchtest, halte dich an meinen Kragen fest. Ja, muss ich nicht unbedingt, aber lohnt sich eigentlich auch. Doch, muss ich ja. Also muss ich. Aber ich kann etwas holen, stimmt. Show offen, einfach nur mal schnell ein bisschen über alles überfliegen. Ja, ja. Flup. Ja, merci. Also ich denke, wenn schon ins Schloss eigentlich. Das wäre schon zumindest nicht. Naja. Ah, das hat sich schon erledigt. Das passiert eigentlich so. Ah, das geht auch. Oh, Bombe. Gut. Weil ich muss ja noch, dass ich jetzt Bombe habe, kann ich auch Dings noch holen. Feener besuchen, die da ist. Und den Dings-Challenge machen. Okay, ich würde lasse mich wieder ein bisschen ablenken, aber ich glaube, das ist auch okay, das gehört auch zum Spiel dazu. Aber, also das einerseits ist das Dings-Challenge, Bombe-Challenge.
dann schnell ins Schloss. Und die Maske könnt ihr auch noch abholen. Meinen Bowlingball. Was? Ui. Hey. Ein Kunde. Willkommen auf der bombigen Minenbowlingbahn. Was man hier gewinnt, das bleibt zunächst mein Geheimnis. Ich verrate es erst, wenn du für ein Spiel bezahlt hast. Ah, so läuft das also. Ein Spiel kostet 30 Rubine, willst du? Ja los. Ziele auf das Loch in der Mitte und schicke eine Krabbelmine los. Du hast 10 Versuche, fertig? Los geht's! Oh, das hätte ich fast vergessen. Das hier kannst du gewinnen. Bombentasche. Für mehr Bomben, das könnte sich eigentlich noch lohnen.